Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir endlich in der Walfangstation gelandet. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. This tank seems strong enough to break down the door. Mal ein bisschen die Kopfhörer zurechtrücken. Okay, also mit dem Ding muss ich wahrscheinlich so Rambock-mäßig hier das Ding kaputt schlagen. Das Tor. Hier sind hoffentlich gekult Leute. Auf die kann ich nämlich gerade sehr gut verzichten. Gut. A rope and a hook. Could Ziemlich use that starkes to Seil. hold the reservoir back. Ziemlich starkes Seil, an dem ein Metallhaken befestigt ist. Damit müssen schwere Gegenstände gehoben worden sein. Es sieht stark genug aus, das Gewicht des Tanks zu halten. Okay, Haken an einem Seil habe ich jetzt. Gut. Wahrscheinlich sind dann hier auch die Wale damals schon auseinandergepflastert worden, ne? Hier mit so einem Walabbild. Diverse Wale, ne? Irgendwie schon ziemlich eklig. Ich bin aber kein Fan. Das ist sogar noch unertrieben. Ich bin absolute Walfanggegner. Ich finde sowas ganz schrecklich. Aber man muss halt auch die Zeitstellung sehen. Zu der Zeit damals war das ja gang und gäbe, dummerweise. Another volume of the Reverend's wife's diary. Tagebuch der Frau vom Reverend, Band 5. Dies sind die letzten Einträge der Frau des Reverends. Ihr Ehemann hat alle Gläubigen zu einer letzten Zeremonie zu Ehren des Leviathan herbeigerufen. Sie fürchtet, dass der Reverend sie alle in diese Abscheulichkeit opfern will. Sie versucht zu entkommen. Wahrscheinlich wurde ihr Körper deshalb in einer Höhle unter dem Anwesen gefunden. Okay, scheiße. Hier ist noch irgendwas versteckt. Hier. Looks like a page from a log from 1847. Seite aus dem Logbuch. Huch. Okay, einfach nur so. Jetzt habe ich aber auch alles gefunden. Ich habe gedacht, das könnte dies wieder ein Schicksal verändern oder so. Freitag, 4. Juni 1847. Das wird wahrscheinlich Captain Fitzroy wieder sein, oder? 53 Grad Nord, 53 Grad West. Wir werden zunehmend hungriger. Selbst die kleinsten Fische scheinen das Meer verlassen zu haben. Ah nee, das ist Ken Fitzroy. Okay. Wir werden zunehmend hungriger. Selbst die kleinsten Fische scheinen das Meer verlassen zu haben. Wenn ich nicht schnell eine Lösung für diese Krise finde, wird Fitzroy eine Meuterei anzetteln. Jeden Tag laufen mehr und mehr Männer zu ihm über. Nur Hawkins bleibt als guter zweiter Offizier an meiner Seite. Ich muss etwas finden, bevor ich sie alle verliere. Mir geht die Zeit aus. Oh, gnädiger Gott, hilf mir! Mittwoch, 9. Juni 1847, 57 Grad Nord, 51 Grad West. Fitzroy hat einen gewaltigen Wal weiter südlich entdeckt, den größten, den wir je gesehen haben. Es war schwer, ihm zu folgen. Wenn ich an all das Geld und die Nahrung denke, die dieser Fang uns bringen könnte, segne ich den allmächtigen Gott für diese Gnade. Wir werden dieses Biest fangen und erhobenen Hauptes zurückkehren. Fitzroy mag nach mehr Macht streben, aber er wird sehen, wie gut ich mein Schiff im Angesicht dieses Monsters im Griff habe. Ich werde meine Männer erinnern, wozu ich imstande bin. Ja, offensichtlich zu nicht besonders viel, weil die Meuterei scheint wohl geklappt zu haben und Fitzroy war dann auch Kapitän. Ja, wieder mehr Hinweise. Was finden wir hier noch? Ach, wieder was Verstecktes. Können wir natürlich wahrscheinlich hier alles finden, weil wir mittlerweile Entdeckungsmeister sind, ne? Nur deswegen erscheinen die Dinger Fuller überhaupt. was a crew member too. Ach, Interesting. Mittwoch, 23. Juni 1847. 33 Grad Nord, 53 Grad West. Ein bitterkalter Morgen. Diese Bestie erfordert hohe Opfer. Eine halbe Mannschaft ist tot. Noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich kann kaum beschreiben, was passiert ist. Es ist, als könne diese Kreatur in unserem Geist sprechen. Ja, ist dies dein Werk? Manche meiner Männer sind verrückt geworden und über Bord gesprungen. Dieses Ding ist kein Wal. Es ist weit größer. Es hat das Schiff ausgeweitet mit seinen Tentakeln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren uns unseres Todes sicher, bis meine Harpune endlich den Schädel des Monsters durchdrang. Die Mannschaft ist sehr mitgenommen. Fuller schaut nach den Verwundeten, aber ich fürchte, dass sich manche nicht erholen werden. Wir müssen nach Hause zurückkehren. Wenn dies die Antwort Gottes auf meine Gebete ist, muss ich ihn erzürnt haben.
Immerhin haben wir etwas gefangen. Hoffentlich ist dies unsere letzte Prüfung. Ja, Fuller war du tatsächlich auch schon Schiffsarzt. Der ist als Sache Gründungsmitglied. Okay, öffnet das Büro der Walfangstation. Also Büroschlüssel haben wir schon mal gecached und sonst nix. Und hier scheint... Ah ne, es ist das Sofa. Ich habe gedacht, das wäre Bett. Okay. Gut. Dann kann ich jetzt aufs Büro aufmachen. Wo auch immer das ist. Wird wohl offen sein, ne? Normalerweise in alte Fabriken und in alte... ja, ich würde die Walfangstation eigentlich schon durchaus auch noch als Fabrik bezeichnen, weil da wurden die Wale bestimmt auch ausgeschlachtet. In solche alte Fabriken ist normalerweise das Büro over. Ja, genau, um einfach die Arbeiter zu überschauen. So, hier gibt es auch wieder was Verstecktes. I'll be lucky if it's still sharp enough. Das Messer ist rostig, kann aber noch verwendet werden. Okay. Das haben wir jetzt wenigstens. Das ist schon mal nicht schlechtes zu haben. Und da ist noch was. So. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Freitag, 25. Juni 1847. 37 Grad Nord, 63 Grad West. Die ganze Mannschaft ist dem Wahnsinn verfallen. Sie sprechen von Träumen, Visionen von einer albtraumhaften Stadt und einem gewaltigen Gott, der darauf wartet, dass sie ihn erwecken. Wahnsinn! Ich habe mich in meine Kabine eingesperrt. Lange werde ich nicht durchhalten. Fitzroy hat 12 Mann auf seiner Seite. Wer zögert, wurde ihrem neuen Gott geopfert. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unseren Seelen. Dies wird mein letztes Gebet sein. Zeige ihnen das Licht, Herr. Ich bitte dich. Ich kann sie flüstern hören. Ich höre ihre Stimmen. Sie kommen. Das war mal nicht so gut. Geht's dann hier lang? Kommen wir auch noch wo hier? Bevor ich mich jetzt da im Büro zu schaffen mache, gucke ich mir natürlich erstmal an, was da ist. Ah ja, da kann ich anscheinend auch nochmal runter. Kratz. Und irgendwo singt eine Frau. Na, großartig. Ah ja, okay. Da kommen wir auch einfach nur wieder runter. Okay. Gehen wir wieder hoch. Und schauen wir, was wir da rumwurschteln können. Oder Moment. Wir haben jetzt alle versteckte Gegenstände auch gefunden, weil wir in Entdeckung halt der Ultralord sind. This tank seems strong enough to break down the door. Ja, können wir da jetzt das Hakerseil drauf festmachen. Okay. Dann eben nicht. So macht das etwas mehr Sinn. Warte mal. Jetzt? Ja. Na also. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Okay, noch einmal. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Ja, jetzt machen wir nämlich Überspannung wie Sau da drauf und ein Messer haben wir auch gefunden. Gib ihm! Oh. Das war brachial. Trophäe erhalten, das Tier in der Höhle in Kupfer. Okay, wir pumpen das alles in Psychologie rein. Aber wie gesagt, ich möchte bis zum Schluss eigentlich mal Psychologie, meinen Verstand noch irgendwie am Laufen haben. Es sei denn, wir haben jetzt auch noch mal irgendein Trauma erlebt durch die Dockarbeiter. Lass mal kurz gucken. Nee, immer noch psychotisch. Und an nichts weiteres dazukommen. Okay. So, jetzt sind wir hier in der Walfangstation drin. Hier. Sag bloß, die verarbeitenden Leviathan immer noch. Obwohl es 80 Jahre noch ist. Wie geht? Jetzt kriegt er Panik. Oh. Der kriegt die kleine Panikattacke, unser guter Pierce. Der darf sich das wohl nicht genauer angucken, was da abgeht, ne? Wenn er sich das anguckt, dann wird er wahnsinnig. Das macht ihn ziemlich nervös, habe ich das Gefühl. Und du ist Sarah Hawkins? Sarah? Ja, ich darf mir das halt nicht angucken, den Schmotter.
Okay, Spiel gespeichert. Hallo? Hello. Ich höre überhaupt nichts. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. Oh je. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Ach du Scheiße, was kommt dann da rein? Kultist. Hier. Oh, da gehen wir mal lieber weg, oder? Wir müssen wohl hier gehen. Na gut, dann gehen wir halt mal hier. Okay, wir sind anscheinend irgendwo rumgegeistert. Und da ist das Ding beschrieben, was sie da rausgezogen haben. Wie ist der Teufel, was das ist? Ob das der Leviathan war oder... Na? Okay, unser Lampeöl ist wieder voll. Everything points back to the day they brought in that thing. Ja. Ein vergessenes Foto im Büro der Walfangstation. Nur eine Handvoll der Mannschaft der Skylla ist anwesend. Charles Hawkins, Captain Fitzroy und Dr. Fuller sind dabei. Es ist mit dem Jahr 1847 datiert. Okay, also Charles Hawkins ist erheblich älter. Okay, das ist der neue Hinweis. Was sagt's dann dazu? Hinweise Pierce. Irgendwas mit dem Verstand natürlich mal wieder. Immer noch psychotisch, aber wir haben ein neues Trauma. Leviathan. Die wahre Form des Leviathans wurde offenbart und kein Mensch kann diesen Anblick ertragen, ohne wahnsinnig zu werden. Pierce warf einen Blick auf dieses kosmische Wesen und erlitt einen weiteren Angriff auf seinen Geist. Er ist mit dem Leviathan in der Walfangstation gefangen und muss eine Reihe von Prüfungen überstehen, wenn er diese Begegnung überleben will. Seine Entscheidungen werden ernste Folgen für seinen Verstand haben. Na klasse. Okay, hier, vergessenes Foto im Büro der Walfangstation, das hatten wir schon. Das war einfach nur bei Hinweise, ne? Okay, Notiz von Fitzroy, das kennen wir ja. Dann hier nochmal die Logbücher, im Inventar haben wir noch irgendwas, ja. Okay, na klasse, das heißt, wir machen hier die lustige Prüfungen des Leviathan, auf die ich sehr viel Bock habe. While the sailors were going insane, Fitzroy and the mutineers took over the ship and probably killed the captain. Donnerstag, 24. Juni 1847, 35 Grad Nord, 59 Grad West. Fitzroy hat den ganzen Tag über versucht, die Männer aufzumuntern. Manche sind von dem Vorfall noch immer geschockt. Sie erinnern sich an die Schreie ihrer Kameraden, als sie dem Wahnsinn verfielen. Einige der Männer, die noch an Bord sind, verstümmeln sich in dem verzweifelten Versuch, die Vision zu verbannen. Andere wie Fitzroy nehmen diese Vision an. Er, Hawkins und Fuller begannen, dieses Monster Leviathan zu nennen, wie den in der Bibel. Sie sehen ihn als heiliges Wesen an. Ich sagte ihnen, dass sie damit aufhören sollen, bevor es zu spät ist. Je weiter wir segeln, desto sicherer bin ich mir, das ist nicht das Werk Gottes, das ist das Werk des Teufels. Okay, hier ist nichts. Ah, mit Ermittlung können wir das An old knacken. log. Logbuch von Kapitän Hamilton. Trophäe erhalten in Silber, Reise in die Geschichte. Montag, 24. Mai 1847, 42 Grad Nord, 70 Grad West. Wir sind endlich von der verlassenen Insel Darkwater Richtung Norden aufgebrochen. Die Seeleute sagen, diese Gewässer seien verflucht, aber ich glaube nicht an Altweibergeschwätz. Es sieht nicht gut für uns aus, die Konkurrenz ist hart. Die Orpheus scheint uns voraus zu sein. Meine Männer haben schon eine ganze Weile keine Anzeichen für einen Wal mehr entdeckt. Wenn diese Saison nicht besser läuft, so fürchte ich, dass sie nicht länger auf der Skylla anheuern wollen. O Herr, hilf mir in diesen dunklen Fluten meinen Weg zu finden. Sonntag, 30. Mai 1847, 47 Grad Nord, 55 Grad West. Wir sind hier draußen nicht die einzigen Jäger. Auf der Suche nach einem geeigneten Ziel sehen wir uns plötzlich von einem Dutzend toter Wale umringt, alle auf dem Rücken schwimmt und mit hervorquellenden Eingeweiden. Aber es war nicht die Orpheus. Kein Mensch wäre zu so etwas imstande. Sie wurden in Stücke gerissen, als hätte ein größerer, gefährlicherer Jäger sie angegriffen. Das ist äußerst merkwürdig. Killerwale sind normalerweise nicht so gewalttätig. Ob eine neue Walart aufgetaucht ist?
Vielleicht ist es ein Zeichen Gottes. Vielleicht ist es der große Fang, auf den wir so lange hofften. Wir müssen das Biest einfach finden. Ganz egal, wie risikoreich es auch ist. Mein Posten als Kapitän ist Gefahr. Ich habe das Gefühl, dass Fitzroy langsam die Mannschaft gegen mich aufwiegelt. Als erster Officer oder Offizier weiß er, dass eine Rückkehr mit leeren Händen mich das Vertrauen meiner Männer und meine Legitimität kosten könnte. Er hat recht. Belonging to the captain of the Silk. The pages I found seem to be the missing ones. Und das Steinschneiden. Glaube und andere Aberglaube haben manchmal zur Entwicklung der Medizin beigetragen. Vor einigen Jahrhunderten dachte man, ein Patient mit einer Geistesstörung hätte einen Stein des Wahnsinns in seinem Schädel. Deshalb wurde der Schädel aufgebohrt und eine Exzession durchgeführt. Manchmal überlebte der Patient, manchmal war er sogar geheilt. Heute haben sich die Begriffe verändert, die Methoden nicht so sehr. Medizinkunde-Fortschritt. Aha. Okay. Wir sind bei 52%, also Medizin ist weitaus schlechter, als ich mir das eigentlich mal vorgestellt habe. Ja, machen wir nochmal voll. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles rausgepickt. Da ist ja wieder der Leviathan. Aber obwohl der hier tot als Körper rumliegt, scheint er wohl immer noch aktiv zu sein, ne? Okay, also man kann sich nicht angucken, ohne dass man wahnsinnig wird. So viel ist mittlerweile klar. Das heißt, ich darf doch nicht in die Richtung gucken und sollte eher Sarah Hawkins hinterher. Bevor ich wieder hier diesen grün-organischer Scheißhaufe hier vor mir habe. Und? Kriegen wir es auf? Sollten wir eigentlich, oder? Jawohl. Wir sind ja der absolute Overgoscher, von daher kriegen wir das auch locker hier. So, Sarah, sag doch mal. Learn to obey. Niemals! Jetzt sind wir wieder im Riverside-Institut. Hallo, Fuller. Ah, finally awake. How do Ajo, you feel, Mr. Pierce? sieht man, muss er Aare. Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin? Lieber nicht. Komm bloß eine 3. Nein, das nimmt man nicht mit Ei. Dies wird ein Schicksal verändern. Wir föhnen uns nicht mit dem Scheiß. Hey, ich wollt's doch nicht. Aber er hat's trotzdem gemacht. Aber vielleicht zählt du der Wille, dass es nicht machen wollte. Guterle. Feasting of the Leviathan. Kikakaku köstlich. Deswegen seht ihr auch alle so aus wie's blühende Lewe mit euren Tentakelgesichter und 4 grüne Aare. Pfui Deibel. Nein, nicht essen. Den Scheiß fühlen ich mal bestimmt nicht rein. Dies wird ein Schicksal verändern, aber er macht's natürlich wieder trotzdem, ne? Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I Also need damit your body for my research. hat er offensichtlich auch das Leben von den Leuten verlängert und vielleicht auch Fitzroys Bane hochwachsen lassen. Okay, die Waffen nehmen wir. Die nehme ich auf jeden Fall. Dies wird ein Schicksal verändern. Den Scheiß-Typ knallen wir ab. Neue Person entdeckt Dr. Fuller. Unnecessary sacrifice that proves your determination. Oh you. Ist der jetzt tatsächlich endlich mal tot? Nur noch psychotisch. Leviathan. Letzte Prüfung. Pierce ergriff den Revolver und erschoss Fuller. Damit folgt er dem Wunsch. Oh, damit folgt er dem Wunsch des Leviathans. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, blöd gelaufen. Blöd gelaufen.
Aber Dr. Fuller ist jetzt tot. Fuller ist tot. Es fällt mir schwer zu erklären, was genau passiert ist. Wir befanden uns nicht mehr in der realen Welt und in gewisser Hinsicht weiß ich, dass der Leviathan mich gezwungen hat, ihn zu töten. Er hat nicht verheimlicht, dass er seinen Tod wünschte. Alter Falter. Den ich aber auch muss sagen, es tut mir leid. Ich wollte mich eigentlich nur verteidigen, aber offensichtlich wird mir das so ausgelegt. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder, wo wir dann noch viele weitere lustige Prüfungen wahrscheinlich auf uns zukommen sehen. Ayan Yankee.